Tibet Next School. Turkey Darfur. Turkey Darfur. Turkey Darfur. Shame on CCB. Shame on CCB. Shame on CCB. Mansion Leicester. CCB. CCB. Wake up, wake up. Wake up, wake up. Wake up, wake up. What we want. What we want. What we want. Long live. Long live. Long live. Stop genocide. Stop genocide. Stop genocide. Tibet belongs to. Tibet belongs to.
Government in the capital city of Lhasa, outside Potala Palace. Section of women, particularly Bama Kunsang, charged on stage with thousands of Tibetan women to protest the illegal occupation of Tibet by Communist China. During this uprising, hundreds of Tibetan women lost their lives in the brutal crackdown, and many of them were arrested, imprisoned, tortured, and beaten to death. In 1970, Bama Kunsang, Bama Sangye Chedren, Bama Tacho Puti, and 4 other Pamos were massacred in Lhasa, jailed, and were buried alive. We stand in solidarity with all the supreme sacrifices made by these martyrs. In their name, we vow that these hardships will not be had in vain. We are deeply humbled and determined to continue the struggle in exile. On this historic day, we, the Tibetan Women's Association, thank our martyrs, older, present, and the future generations for their struggle and hardship that we could continue. Hier und da wegen unseres asiatischen Aussehens dafür gehalten werden oder in einigen Pässen unsere Nationalität mit China festgehalten ist. Wir sind Tibeter und wir haben uns heute hier versammelt, um den 12. März 1959 zu gedenken, wo sich Tausende von Tibeterinnen in Lhasa auf dem Platz vor dem Potala-Palast versammelt haben, um sich gegen die chinesische Besatzung aufzulehnen und Unabhängigkeit zu fordern. Die Invasion der Russen in die Ukraine ist für uns Tibeter wie ein Déjà-vu. Denn vor rund 72 Jahren sind die Chinesen in Tibet unter dem Vorwand, unser Volk befreien zu wollen, gewaltsam einmarschiert und haben unser Land de facto besetzt. Wir fühlen mit der Bevölkerung in der Ukraine und hoffen, dass die Vernunft und das Mitgefühl siegen und bald wieder Frieden herrschen wird. Es stimmt mich zuversichtlich, dass die Welt nicht tatenlos zusieht
und Wege gesucht werden, um dieser Schreckenstat Einhalt zu gebieten. Ich bete dafür, dass dieser schlimme Zustand bald ein gutes Ende nimmt. Leider ist in Tibet heute, rund 72 Jahre nach der Invasion immer noch besetzt und zählt zusammen mit Syrien und Südsudan zu den wenigsten freien Ländern auf der Welt. Die meisten der ersten Generation, die geflüchtet sind und an eine schnelle Rückkehr in ihre Heimat geglaubt haben, sind in der Zwischenzeit gestorben. Während des Aufstandes in 1959, welcher von den Chinesen blutig niedergeschlagen wurde, sind rund 87 Tibeter umgekommen. Circa 80 Tibeter sind nach Indien, Nepal und Bhutan geflohen. 63 Jahre nach dem Aufstand haben meine Landsleute trotz all der Repressalien, die sie erleiden mussten, wie die Kulturrevolution, Zwangssterilisation, politische Inhaftierungen etc. ihre Wurzeln nicht vergessen. Die Kommunistische Partei hat schon immer mit allen Mitteln versucht, das tibetische Volk zu knechten und ihrer eigenen Kultur und Identität zu rauben. Nachdem dies ihnen bisher nicht gelungen ist, greift sie nun zu drastischen Maßnahmen. Die traditionelle Religionsausübung wird verunmöglicht. Die Verehrung von seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, ist nach wie vor verboten. Das Hissen von tibetischen Gebetsflaggen ist untersagt. Klöster und religiöse Einrichtungen werden zerstört und geschlossen. Mönche und Nonnen werden aus den Klöstern vertrieben. Reinkarnationen können nicht mehr nach althergebrachter Art gesucht und festgestellt werden. Die Kommunistische Partei erhebt den Anspruch, hohe buddhistische reinkarnierte Würdenträger zu bestätigen. Tibetische Mitglieder der Kommunistischen Partei dürfen ihren buddhistischen Glauben nicht mehr ausüben. Mönche und Nonnen müssen ihre Existenz außerhalb von Klöstern aufbauen, nachdem Klöster von der Kommunistischen Partei niedergerissen wurden. Mönche und Nonnen werden nebst anderen Tibetern gezwungen, in großen Geflügel- und Schweinefarmen zu arbeiten, die anstelle der Klöster gebaut werden. Die Erhaltung der tibetischen Muttersprache wird bewusst erschwert bzw. verunmöglicht. Kinder im Vorschulalter werden in chinesische Internate gesteckt, wo sie ihre Muttersprache und ihre Kultur vergessen. Hari Rave Kove Shingam So Penda Dewa Mali Jumen Chere Suwa Tenzin Yazo Shabe Site Kwatu Ten Yoji